So, also Jungs, ich habe mich schon mal warm gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin voll bereit. Trainingsdress angezogen, Rasencheck schon gemacht. Ja, komplett in Shape für die erste Halbzeit. Also ich wäre bereit. Ich sitze nicht lange auf der Bank, kann ich euch versprechen. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Glühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. So, Leitz, 3:0. Özil Gomez, der direkt spielt. Auch das viel häufiger heute. Ein Kontaktfußball. Gomez! Ah, herrlich. Endlich hat's geklappt. Unglaublich. Was ein Kampf. Was ein Geklatsche. Wie war das? Gnadenlos an die Latte. Kennst schon 7:0 stehen. Danke, okay. Alter Verwalter. Kann ja besser werden. Meine Güte, was er erste Halbzeit. Ich verstehe nicht wirklich viel von Fußball, aber das sah so aus, als müsste es eigentlich irgendwie 10:0 jetzt schon stehen. Also im Vergleich zum letzten Mal, Harry, ne? Also spannungsmäßig ist da einiges geboten. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Runde. So ist es, zweite Halbzeit. Ich habe gedacht, für die zweite Halbzeit muss man mal einen kleinen Witz machen. Die deutsche Fußballmannschaft, als sie noch Frankreich geflogen ist, war das so, irgendwann haben sie Langeweile gehabt, haben den Ball rausgeholt und haben dann angefangen, im Flugzeug rumzuspielen. Irgendwann hat der Kapitän gemeint zu seinem Funker, hey, gehen wir nach hinten und sag mal Ruhe. Nach 2 Minuten kommt er wieder zurück. War mucksmäuse still in der Maschine. Dann meint der Pilot zum Funker, hey, wie hast du das gemacht? Na, ganz einfach. Ich habe gesagt, Jungs, draußen ist so schönes Wetter, geht doch vor die der Spiele. Zweite Halbzeit, Tore, Tore, Tore. Naja, spannend ist es schon, das stimmt. Und man kommt eigentlich kaum aus dem Fingernägelkauer raus. Aber es geht halt kein Ball ins Tor, ne? Das ist doch komisch. Guckt er das an. Guckt das an. Ich weiß nicht, also wenn man Millionen heimtragt, Jahr für Jahr und in einem Monat mehr verdient wie andere Leute, die hart schaffen müssen, im ganzen Jahr, dann würde ich mir halt schon wünschen, dass wenn man vor dem Tor steht, dass man das Ding irgendwie neu gestolpert kriegt. Es muss ja nicht schön sein, er muss nur drin sein. Momentan liegen wir vorne, das ist ja schon mal gut. Ich hoffe, es bleibt auch so. Also rein von der Chancenverwertung könnte man schon 10 bis 12:0 vorne liegen. Na ja, gut, vielleicht 12:1 oder so. Ich bin ja schon mit einem 1:0 zufrieden, wenn es so bleibt. Also zufrieden nicht, aber es ist besser als wie verloren. Schauen wir mal. Bei uns wird man sagen, mal gucken, ob wir den 4. Akkord noch finden. Bis nachher. Ich würde ja gerne was sagen, aber es ist viel zu spannend. Jetzt mal bitte nicht so negativ, Harry. Es ist echt super spannend. Und es geht schon vorwärts. So, Fernsehen ist aus. 1:0 war kein berauschendes Spiel, aber wir sind weiter. Mehr kann man dazu nicht sagen. Irgendwie müssen wir gucken, dass wir unsere Samstagsvideos ein bisschen spannender machen, mit mehr Toren. Mal gucken, ob es am Sonntag funktioniert. Mal gucken, vielleicht gibt es noch einen dritten Teil. Wenn nicht, dann gibt es vielleicht ein normales Samstagsvideo wieder. Aller Hopp, Deutschland vor. Ole, ole, super Feinripp. Na gut, dann das Ganze mit wesentlich weniger negativer Grundstimmung. Ich fand das ein super Spiel. Das war ja also dermaßen super. Ich finde da echt keine Worte. Diese ganze Chancenverwertung. Ich bin ja so froh, dass sie nicht noch mehr Tore geschossen haben. Sonst wäre das ja echt peinlich gewesen für die Gegner. Ich fand es schon richtig fair und ja, war einfach toll. Ich fand's super.
Ach, mal da, kein berauschendes Spiel. Wo ist denn jetzt der Herr Eberbacher? Wo sagt dann, ja, man nicht so negativ sein. Das war ja ein Scheißspiel. Also mit dem Ergebnis. Es hätte viel höher ausfallen müssen. Ja, verdammt nochmal. Nächstes Mal treffen wir was. Wenn er den ganzen Tag nichts anderes machen will, auf so einen blöden Lederballe zu treten, dann muss er ja irgendwann mal neu gehen, oder? Christoph, ich gebe den Ball an dich. Sag was. So. Fußballvideo mit Hund ist gerade voll in, habe ich gehört. Deswegen von dieser Stelle schöne Grüße an Harry. Meiner sieht viel gefährlicher aus als deiner. Also der Hund. Also Harry, ich begrüße das sehr, deine positive Grundstimmung. Und ich teile das total, weil ja, so muss man es einfach sehen. Gute Chancen, gutes Spiel, die Fingernägel sind allesamt 10 cm kürzer jetzt. Was willst du mehr? Geile Unterhaltung, oder? Christoph, hast recht. Harry, du aber auch. Juhu, voll spannend was. Ich geh ins Bett. Oh, Feinripp. www.palzrock.de